Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Und ja, ich habe gerade nochmal mir in Erinnerung gerufen, es ist leider wirklich dieser Logikfehler im Spiel. Der ist erst fertig, wenn ich mein Ulumulu fertig gebastelt habe. Das heißt, ne, großer Logikfehler im Spiel. Er ist in 6 Tagen nicht fertig, aber dann, wenn ich genau dann hier das Ulumulu fertig gebastelt habe, dann ist der ach so weit. Ja, ich glaube mich gerade zu erinnern, dass dem so war. Das heißt, für die Viecherjagd bin ich jetzt erstmal auf mich allein gestellt wieder. Aber ich muss dann nochmal im Orkgebiet sowieso Feuerwarane jagen. Da kann ich genauso gut auch nochmal einen Schattenläufer killen und zum Schluss dann nochmal das Sumpfhai. Und dann zum Schluss wieder Richtung freie Mine stolpern. Und Troll kann ich auch noch erlegen bei der Gelegenheit. So. Gucken wir mal, dass wir es irgendwie gescheit miteinander verbinden. Der Troll ist ja dann auch wieder in der Trollschlucht vorhanden. Aber gegen den kann ich derzeit nicht arschstinken, gegen den Troll. Mit meiner normale, übliche Waffe. Selbst wenn ich jetzt ein super Krieger wäre oder so. Ich brauche den Zaubermonster schrumpfen sowieso. Dann habe ich ja glücklicherweise auch schon im Handgepäck. Und dann schauen wir mal. So. Danach sollte ich ja auch nochmal bei Xardas vorbeigucken. Wenn ich mal Ulumulu habe. Bevor ich einfach zu den Orks reinmarschiere, weil der hat dann auch wieder ein bisschen was zu sagen. Und er wollte ja sicher gehen, dass ich der, nein, das kann ich dir noch nicht sagen, bin. Ich kann den Begriff zumindest mal in der Raum werfen. Er vermutet, dass ich der heilige Feind bin. Was genau das heißt, das erkläre ich jetzt noch nicht, aber ich sage einfach mal den Begriff, dass ihr es jetzt wenigstens schon wisst. So, Schattenläufer. So. Anna ist erlegt. So. Hole ich auch gleich das Zeug von ihm. Und weiter geht's. Perfekt. Das war schon eine Ingredienz weniger auf unserer Liste. Und jetzt kommen noch die Warane dran. Dann brauche ich einen Moment. Trank bei Tränke, ja. So, hole ich noch so einen 1-Minuten-Trank, damit ich noch ein bisschen rumsprinten kann hier. Dürften wir eigentlich auch so ziemlich alles von der Kolonie gesehen haben, was ich euch auch zeigen wollte. Da haben wir so ziemlich jedes Gebiet abgegrast. So. Hier im Orkgebiet gibt es auf jeden Fall noch Feuerwarane für uns. Bei Heimat, hat er ja gesagt. Da ist ja auch ein Einzelner rumgelungert, haben wir ja auch gesehen. Der in der Nähe von Xardas Turm, ja doch in der Nähe von Xardas Turm und bei der Orkstadt ist der rumgewuselt. Gucken wir doch gerade mal da noch. Und was ist da? Ah, ein Urschak. Hallo. Urschak, grüßen, Freund. Hi. Oh, Freund haben kein Ulumulu, nicht gut. Freund, nicht gehen über Brücke, sonst sterben. Ja, noch nicht, aber hier, ne? Wie geht es dir, mein Freund? Urschak sein gesund. Urschak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Urschak gehen Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Okay, so ein bisschen Smalltalk sollte man definitiv mit seinem Kumpel führen. Was machst du hier so nah am Dorf? Urschak beobachten Brüder in Heimat. Urschak glauben, Kruschak bald aufwachen. Oh. Urschak hier warten und kämpfen gegen Kruschak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Ja, und Urschak stalken Bei Brüder. unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urschak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder. Die seien Söhne von Geist wie Urschak. Nicht gehen hinein. Ist auch so geil als die Synchro hier. Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüder. Die seien Söhne von Geist wie Urschak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber. Brüder von Urschak nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Okay, weiß ich Bescheid. Freund müssen nehmen Figur von große Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Okay, jetzt haben wir 2 verschiedene Möglichkeiten gesagt, kriegt, wie wir in den Tempel reinkommen. Wir können entweder... Ah, da ist er ja wieder. Respawn. Sehr schön. Wir können entweder
Wir können entweder die Figur runternehmen, oder dazu bräuchten wir dann Telekinese. Oder, hey, irgendwann ist Schluss. Blöder Feuerlaran. Oder, Flammenzunge, lecker, 500 Erz ist sie wert. Oder wir benutzen einen Ork-Zauber. So oder so, das wird beides nicht so gefallen, denke ich. Und wir müssen mit einer wütenden Ork-Meute rechnen. So. Dann haben wir immer großes Geglucker. Weil jetzt geht's wieder ab Richtung Trollschlucht. Und dann brauchen wir zum Schluss nur noch die den Sumpfheizahn. Tja, Ulumulu leicht gemacht, ne? Oder viel Bulubulu um Ulumulu. Man muss doch überlegen, wie ich die Episode nenne, damit sie jo blöd genug klingt hier für das, was ich hier mache. Aber gut, dass der Schattenläufer beim Stonehenge auch nochmal respawned ist. Und genau dasselbe gilt halt auch für den Troll in der Schlucht. Wo ich jetzt so eifrig schon hier renne. Okay, gut. Läuft hier soweit alles in Ordnung. Ist eigentlich schade, dass ich die Crawler-Rüstung nicht früher krieg, weil die ist schon recht praktisch. Ich finde es irgendwie doof, dass man so eine recht starke Rüstung so spät einführt und das nur kurz bevor man dann die absolut beste Rüstung im Spiel kriegt. Ist schon etwas schade. Hätte ich mal irgendwie früher gewünscht. Dass ich zumindest das Ganze noch bei der freien Mine oder so hätte verwenden können. Naja. Aber Rüstung ist in den Gothic sowieso etwas rar gesät. Insofern bin ich da um jede Rüstung dankbar, die ich überhaupt krieg. Also auch in Gothic 2 wird das der Fall sein. Rüstungen sind sehr, sehr rar gesät. Es gibt natürlich nur die Fraktionsrüstungen, die unterschiedliche, je nachdem welcher Fraktion man halt auch gehört. Und es gibt ganz, ganz wenige neutrale Rüstungen. Eher Outfits, würde ich sagen. Das ist immer etwas schade, wie ich finde. Ah, dann nehmen wir ja noch was bei der Trollschlucht. Du kannst nicht noch hingehen. Aber erst muss ich hier um den Trollibus kümmern. Und die nehmen auch einen geschrumpften Trollzahn fürs Ulumulu. Das soll kein Problem sein. Ah, perfekt. Monster schrumpfen. Hallo Trolli. Tschüss, Trolli. So, funktioniert endlich. Oh, das dauert ganz schön lang, der Zauber. Bis er überhaupt gewirkt wird. So. 2 fette Trollhauer ohne Trollfell. Sehr schön. Gut, das war's dann mit dem Troll. 2000 Erfahrungspunkte bringen die ausgewachsene Bursche. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, ich bin auch bald wieder so weit für Level. Da muss ich dann gucken, wenn ich fertig bin, dass ich bei Xardas noch eventuell das 6. Kreis der Magie lernen kann. Und ansonsten sollte ich mein Mana und meine Stärke vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Huch! Was ist denn mit denen hier? Was ist da denn hier für welche? Etwas merkwürdig hier. Huch! Nein! Nein, 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 nein! Och Mann, verdammte Scheiße hier. Oh, leck mich doch am Arsch. Kann ich irgendwas machen? Kann ich springen? Kann ich... Oh, fuck. Na toll! Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns gleich bitte, liebe Leute. Da bin ich jetzt wieder. So, das hat mich jetzt fast eine Stunde gekostet. Es hat nämlich wieder ein immenses Problem gegeben mit dem Klettern. Und ich konnte erst wieder in der Mine speichern. In der Mine laden. Da ich keinen anderen Speicherpunkt mehr übrig gehabt habe. Ja, jetzt gehen wir nochmal hier zu der Räuber hier. Wie wir sehen, haben die hier offensichtliche Lager. Und die können wohl auch nicht zum neuen Lager mit dazu. Wobei, eigentlich gehören die schon zum neuen Lager. Das ist ein Raubtrupp, wenn man sonst die Liste an Lagers gegeben hätte, um ins neue Lager zu kommen, wären das die Typen gewesen, die dann die Lieferung zu der alten Mine, so rum, die Lieferung zu der alten Mine überfallen hätten. Vermute ich jetzt einfach mal persönlich, weil wieso sollten die dann sonst so sein? Quentin, ja, die sind alle irgendwie etwas geschockt, mich hier zu sehen. Und kein Mensch will irgendwie gegen mich kämpfen. Schon ein bisschen merkwürdig hier mit euch, Buber.
Naja. Also so lohnenswert sind sie jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir lassen die Buwe hier Buwe sein. Und ja, kümmern uns einfach wieder wichtige Aufgaben. Es war jetzt halt nur extrem ärgerlich, dass wegen so einem Scheiß sich das Spiel hier aufgehängt hat. Das war schon sehr nervtötend. Was ich jetzt brauche, ist genau das hier, der Teleport zum Sumpflager. Weil jetzt geht's an Sumpfhaie. Erlediger. So. Nur noch ein Sumpfhaie und dann hämmert das, ach, erledigt, was wir brauchen. Heieiei. So. Vielleicht soll ich ja nochmal beim Kronos gucken, ob der möglicherweise Feuerregen oder so parat hat. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, da habe ich schon ziemlich Stress geschoben, muss ich sagen, weil es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich in der Mine dieser... Ups. Na, herzlichen Dank dafür, dass der mich jetzt hier reingestummt hat. Hat ewig gedauert, bis ich bei Tarok wieder over war. Er wollte partout einfach nicht hochklettern. Es war nervtötend ohne Ende. Ich kann gar nicht sagen, wie genervt ich da dabei war. Es war echt schrecklich. Puh, so, jetzt haben wir es aber wenigstens. So. Dann geht es jetzt nur noch darum, ein paar, oder zumindest mal einen Sumpfhai zu killen. Mehr brauchen wir ja nicht. So, das sind ein paar. Dann kann ich mich schon mal gütlich durch. Hey! Mistvieh! Komm her. Lass dich mal anknabbern. So, geht doch. Oh, ist so eine Patzejach drin. Sehr schön. Okay. So, nochmal so einer. Dann Bastik-Schicht jetzt, ach. Also schwach sind sie immer noch nicht, aber es liegt ja auch daran, dass ich auch noch ewig nicht geskillt habe. Ich denke, wenn ich jetzt nochmal irgendwas skillen würde, wird es wahrscheinlich auch ratzfatz gehen. Naja, so what. Wir können ja jetzt auch direkt wieder ins... Genau, zu der Wassermarke zurück. Und dann wieder ab Richtung freie Mine. Ah ja, das war der wieder. Okay. Gut. So, dann mag ich nicht mehr ohne mit Kronos sprechen. Mag schauen, ob Kronos eventuell ein paar schöne Runen noch für uns parat hat. Jetzt, wo wir eben 4. Kapitel schon sind. Ich meine, die ganze andere Händler haben jetzt auch wieder Erz ohne Ende. Frage mich, wie so ein Händler an 1800 Erz kommt. Wo man am Anfang noch gesagt hat, irgendwie für 10 Brocke würden sie da schon teilweise hier die Haut abziehen. Ah, da ist er. So, Kronos. Ich mag sprechen. Magie zu Ehren. Jo, tauschen will ich. Ich möchte... Genau. So, die Amulette und Pipapo interessieren mich gerade nicht. Mich interessieren die Runen. Was hast du für uns? Oh, Eiswelle, das sieht gut aus. Eispfeilhammer zur Genüge, Kugelblitzhammer 8. Eiswelle ist sehr gern gesehen. Heilung habe ich schon. Feuersturm, schade. Schade. Aber die Eiswelle hat er für uns. Das ist doch schon immer mal was. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Was verkaufen wir dir dann? Wie viel kostet eigentlich? Oh Gott, 50 nur für so Panzerplatte von einem Minecrawler. Das ist etwas erbärmlich. Du kannst eine Sumpfhauheit, genau, eine Sumpfhauthai haben. Trollfell darfst du auch noch haben, weil ich so freundlich bin. Kriegst jede Menge Amphore, die ich von eure tote Jungs geflattert habe. Du kriegst auch noch was. Hier von dem Scheiß. Korkalom ist ja eigentlich Nimi. Aber ich behalte sie trotzdem. Die brauche ich auch. Sumpfheizähne will ich auch mal vorsorglich nicht verkaufen. Ansonsten kann ich noch Waffe bestimmt verkaufen. Hier sowas. Gardistenhand. Ja, da bräuchten wir jetzt noch irgendwas zum Austausch. Haben wir bestimmt noch irgendwas, oder?
Feuersturm habe ich ja schon. Irgend so schönes Ding hier noch. Irgendwas für 100 noch was. Verwandlung Crawler, ja. Ja komm, wir holen uns mal Verwandlung Crawler. Eventuell kann ich es für später fast Klettern gut gebrauchen, wenn der Scheiß nochmal kommen sollte. Dann vielleicht noch ein bisschen andere Quatsch abkaufen, damit wir einfach auf unseren Preis kommen. Reisschnaps. Voi kriegt er, ja, Voi auch noch. Kommt, der Reis kaufe ich ihm auch noch ab. Da muss ich jetzt nämlich nur noch einen Pfeil drauf lecker. Und dann Hämmers. Oh Gott, die ganze Waffe von der Gardiste und Butler und Söldner, die ich noch abgezwackt habe. Alter Falter. Ja, da hätten wir auch noch jede Menge Scheiß. So, jetzt aber. Einen Pfeil krieg ich noch drauf. Dankeschön. Und jetzt geht er wieder zu uns. Kann ich da mal vor... Nein, kannst du nicht. So, jetzt gucken wir nochmal bei der Zauberei. Wir könnten auch das doch rausmachen. Eiswelle will ich auf jeden Fall mit dabei haben. Auf 8 wäre dann der Zauber. So, Eiswelle. Schon gut, schon gut. So, dann noch ein Trank, ein Flitzetrank. Hier dauert es mittlerweile einfach zu lang, um von A nach B zu kommen, ganz ehrlich. Deswegen, diese Flitzetränke sind echt nicht schlecht. Könnte ich mal ein paar vom Riordia noch abkaufen. So, jetzt wird's spannend. Jetzt könnte es sein, dass es entweder unglaublich schnell geht, oder es könnte sein, dass es sich abartig zieht. Ich habe hier nicht mehr allzu lang, bis die Episode vorbei ist, aber es würde noch reichen, wenn alles gründlich funktioniert, dass wir bis zum Ende der Episode das Ulumulu hin. Wenn wir es nicht hin, kann es sein, dass ich am Ende von der Episode abbrechen muss und dann nochmal das Hochgekletter wieder mache, weil wie gesagt, das ganze Rumgekletter, mit allem Gekletter, bei aller Passage, die ihr in der freien Mine gesehen habt, seit wir bei Tarok waren und er seine Medizin gebraucht hat, die ganze Kletterpassage haben insgesamt mit allem Pipapo circa eine Stunde und circa 10 Molate gebraucht. Es war echt heftig. Anders kann ich es gar nicht sagen. Es war brutal. So. Hoffen wir mal, dass jetzt alles funktioniert. Wenn alles nahtlos geht, sollte das kein Thema sein. Wenn. Aber ich beschwöre mal und beschrei mal auch nix. Hier runter. Hier lang. Ab in den Kessel. Da ist wieder hier Gorny Boy. Der steht da wieder rum wie ein Vollidiot. Und leckt sich wieder mit jedem an, ne? Hallo. Ah, das ist mal ausnahmsweise nett. Das ist mal ausnahmsweise nicht. Jemand aus dem alten Lager wird umgebracht und dein Name genannt. Okay, die ganze Gardiste fallen jetzt auch wieder automatisch tot um. Hot ach was. Also ich muss sagen, die freie Mine gefällt mir persönlich nicht so. Jetzt nicht nur, weil ich die letzte Stunde einfach nur tierischer Frust gehabt habe in der scheiß Mine, sondern ich finde sie auch vom Design her einfach nicht so schön. Ich finde, bei der alten Mine hat man sich echt Mühe gegeben. Ach, hier hat man versucht, durchaus eine Mine darzustellen, aber irgendwas an der Mine gefällt mir nicht. Was in der alten Mine, vielleicht liegt es daran, weil in der alten Mine war alles so sorgsam durchorganisiert und da hieß es danach immer, die Gardisten sind hier für den Schutz verantwortlich, auf der Ebene findest du Sel und jenes, dort findest du dies und das, da ist Ian und unten ist der Erzhaufe und ist die Presse und der Schmelzofen ist hier auch noch unten. Alter, bitte jetzt nicht. Okay. Und der Schmelzofen ist hier und da haben wir noch Gänge, da ist noch nicht erforscht, könnte das Crawler-Nest sein, was es danach war. Also da war irgendwie alles strukturiert. Hier ist es so lieblos, einfach dasselbe Ding reingeklatscht wie in der alten Mine. Und es sind ein paar Gänge, da schwirren irgendwann so Pflanzen noch runter, die Wurzeln oder was und Owe, die bis hier runterreichen. Und es sind halt ein paar etwas härtere Minecrawler mit dabei, aber ich weiß nicht, die freie Mine finde ich doch lieblos. Was so wunderbar war mit dem Minedorf, ist hier absolut lieblos mit dem ganzen Drumherum hier. In der Mine selber dann. Also außen sieht es toll aus, aber innen ist absolut scheiße. Das gefällt mir echt nicht. So, ja, natürlich. Es will natürlich nicht auf Anhieb, ist ja vollkommen klar. Das war ja auch zu schön, wenn nicht. Ah, Modo. Es hat geklappt.
Da habe ich echt vorhin mindestens eine Viertelstunde dran geguckt, um hier zu Tarok hochzukommen. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Boah. Fremder sei ein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Mach das mal. 10.000 Erfahrungspunkte. Das ist harter Scheiß. Das ist echt heftig. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Fremder haben gute Reise. Ja, danke. Du, ja, schlaf halt mal gut, Tarok, ne? Wir haben jetzt hier Orkischer Talisman. Das war von Urshak, was wir gekriegt haben. Wo ist dann Ulumulu, ne? Orkischer Talisman. Das war aber nur das, was uns Urshak gegeben hat. Wo ist dann hier Laborschlüssel? Hatten wir, Moment. Hatten wir hier eventuell noch Ulumulu hier mit dabei? Ich weiß es nicht. Ist es hier zufälligerweise mit dabei? Also eigentlich müsste Ulumulu hier dabei sein bei der Artefakte. Und es müsste eigentlich auch als Ulumulu... Ah, nee, Quatsch, natürlich. Entschuldigung. Sorry, Leute, sorry. Alles in Ordnung. Ulumulu ist eine Waffe. Entschuldigung. Ich hab's total verpeilt. Das Ulumulu ist eine Waffe. So ist es. Ulumulu. Das Ulumulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde. Der Träger dieser Standarte hat vor Orks nichts zu befürchten. Schaden 35, benötigt Stärke 30 und Wert 1000. So, jetzt gucken wir. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich will jetzt wieder zu der Wassermagier zurück. Na, Mist. Okay. Da muss ich erstmal aus dem Gebiet raus. Schade, schade, schade. Ich habe gedacht, das wäre möglicherweise so möglich. Aber offensichtlich geht es nur, wenn ich wieder auf der Weltkarte bin. Schade, schade. Na gut. Dann hätten wir das auf jeden Fall schon gelöst. Und ja, wir könnten theoretisch auch zu Xardas direkt gehen, aber könnte man theoretisch auch machen. Also wir könnten eigentlich auch, wenn wir draußen sind, nicht direkt zu der Orkstadt gehen, sondern mal zu Xardas zwischendurch. Ach, nochmal. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich depp. Vor lauter Gebabbel habe ich jetzt nicht auf den Weg geachtet und bin jetzt nochmal hier hochgekraxelt. Das war natürlich dumm. Kraxelei fängt erst später an. So, wir müssen erstmal am Erzofen vorbei. Blöd, Mann. So muss ich lang. Wenn man als mal aufpassen wird, ne, dann ging das auch alles wesentlich schneller von der Hand. Aber ich glaube, ich bin echt immer noch in dem Hass auf die freie Mine drin. Boah, Mann. Ist das ein Krampf im Arsch. Aber was für einer. Ich sag's euch. So, also das ist, man merkt vielleicht auch, dass das nicht gerade so meine Lieblingspassage im Spiel ist. Ich finde der Anfang vor allem von Gothic unglaublich geil. Gerade die Welt, die Kolonie hier kennenlernen, finde ich unglaublich geil. Und dann auch die Sache mit dem Schläfer fand ich ziemlich cool am Anfang. Und je mehr es aber wirklich zur Aufdeckung von der Identität und zur Begegnung mit dem Schläfer geht, desto, ja, lästiger wird die Umgebung, sage ich jetzt einfach mal. Die Story ist nach wie vor extrem cool. Ey, du kannst auch draußen bleiben können, du Dappers. Aber je näher es zum Ende geht, desto lästiger werden die Umgebungsgebiete, aber desto Eine cooler interessante Ork-Standarte, die du da hast. wird die Stammt Story. sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Okay, gut. Na dann. Bis später. Oh. Kapitel 5, die Hüter des Portals. Motto. Okay, Minecrawler-Rüstung haben wir immer noch. Das heißt, ich gehe jetzt zuallererst zu Wolf. Und dann schauen wir mal. Aber ja, das ist ganz cool, finde ich. Dass wir damit jetzt auch ein neues Kapitel angefangen haben. Xardas kennen wir ja mittlerweile und wir wissen, dass der durchaus sehr mächtig und extrem gut informiert ist. Der wird wahrscheinlich genau das wissen, was auch die Ork-Schamane wissen.
was Urschak weiß. So rum. Und vielleicht auch sogar das, was die untote Orkschamane wissen. Aber, Magie zu Ehren. ja, bei dir mag ich auch nochmal Ich reingucken. möchte... Eventuell hast du nämlich auch ein paar coole Sachen noch für uns. War nicht besonders schlau. So, schauen wir doch mal, was du für uns hast. Eispfeil, Kugelblitz, Licht, Eisblock, Heilung, Feuersturm und Tote vernichten hätte er jetzt auch im Sortiment gehabt. Okay. Na gut. Dann mein Erzfeind klettern. Dann will ich auf jeden Fall mit dir nochmal sprechen, mein lieber Freund. Bitteschön. Wie weit bist du mit der Rüstung? Sehr gut. Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig. Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Gut. Danke, du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Ausgezeichnet. Dann kriegst du noch die rechtliche Platte. Ich habe einige der Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Zu wenig. Ah, okay. Das reicht nicht für eine ganze Rüstung. Okay, Bring okay. mir mehr von diesen Platten. Ist ja gut. Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Oh, die ist sogar schlechter hier. Schutz zur Waffen 80, Schutz zur Pfeilen 15 statt 10. Schutz zur Feuer 30, das hat 45 und das hat Schutz zur Magie 5 und das 20. Sache gibt's. Aber so würde ich mit dem Ding aussehen. Ist schon ziemlich räudig, das Ding, ich weiß. Aber es hat was. Da ich jetzt alle großartig auf Feuer und Magie an Schade aus bin, ist es auch in Ordnung erstmal. So. Jetzt mag ich aber nochmal zu wem anders gehen. Weil man dann... So, da ist er doch. Zum Xardas mag ich nämlich. So, das ist jetzt auch tatsächlich mal letzte Amtshandlung hier in der Episode. Dass ich nochmal zu Xardas gehe. Gerade auch weil neues Kapitel, neue Händler, Auswahl und so weiter und so fort. Mag ich bei ihm nochmal reingucken. Oh, der hat dort so 2 Eisentöpfe auf die Arschbacke gepackt. Also irgendwie sieht es ja nicht so... Ah ne, ich glaube das sind die Söldnerhose als Grundlage. Okay, Xadi. Hi ho. So, bitteschön. Ich habe mir die Antworten vom Orkschamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Orkschamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Orkstadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Okay, aber ich suche auch Ich magisches suche Wissen. magisches Wissen. Was hast du jetzt für mich? Amulett der Macht, Geschicklichkeits- und Stärkebonus plus 7, okay. Und Amulett der Erleuchtung, Lebensenergie und Mana-Bonus. Das holen wir uns auch. Der scheint ein paar gute Sachen zu haben. Dämon beschwören hat er auch noch hier parat. Holen wir uns doch glatt einmal. Golem haben wir ja schon. Armee der Finsternis holen wir uns auch. Das sind sehr viele Skelette. Feuerregen, na endlich. Feuerball, das ist jetzt nicht gerade das, was ich suche. Aber der Rest ist doch ziemlich gut. So, Xardas. Wie bezahle ich dich am besten? Amulett der Magie ist wohl eher Quatsch. Ja, den können wir ja noch irgendwie behalten, weil es vom Kumpel war. Lebensenergiebonus, ja, komm, behalten wir einfach mal. Wie gesagt, das andere ist halt von einem Kumpel. Das würde ich ungern weggeben. Was mir ein Freund schenkt, das verschenke ich nicht unbedingt weiter an den Nächsten. Ansonsten haben wir nämlich so besonders viele Handelsware zur Auswahl. Sumpfheitzähne können wir wiederum verticken. Da hat er anscheinend schon alles verbraucht. Oder Trollhauer können wir genauso gut fortschmeißen. Das Trollfell behalten wir auch nämlich. Sumpfhai-Haut kann auch fort. Das Horn vom Schattenläufer ebenfalls.
Minecrawler, ja, aber die behalte ich. Dann können wir noch etliche Waffe verticken. Dann haben wir nämlich auch hier der bewaffnete Opa. So, krieg schon hier Gardeschwert und so weiter, Richtschwert. Da haben wir noch jede Menge von dem Scheiß. Da hier den Quatsch kann ich auch noch haben. Hier die Kurzschwerter und die Nagelkeule und Pipapo. Ja, das die Spitzhacke kann ich auch noch haben. Wenn du so scharf drauf bist. Wobei... ja, Endpfeil nehme ich mal wieder zurück. Ups, 3070. Ups, ich habe nur etwas falsch geguckt, merke ich. So, eine Spitzhacke möchte ich trotzdem noch behalten. Einfach nur, weil ich... Ja, weil ich einfach drum... Warum muss ich das erklären? Ich mag einfach die noch haben. So, Windbrecher, dann hier noch den alten Schampel noch fort. Knochenbogen, ja komm, den behalten wir. Feldbogen, das kann auch noch fort. Und dann haben wir noch die Steinbrecher ja von der Söldner. Okay, gut, das war nicht so viel. Dann haben wir jetzt halt noch 50 Pfeile hinterher und dann ist die BR8 geschält. So. Ups. Ich bin doch auch ein Dappschädel. Viel zu viel. 3500 waren es. Oh, yes, das erleut. Ich sollte echt, glaube ich, es sei lassen für heute. Ich bin ziemlich daneben gerade, merke ich. So, da haben wir noch Schampel für dich. 3525. Irgendwas anderes noch parat möglicherweise. Ja, Mama, gib uns nochmal Zähne zurück und ich gebe dir dafür nochmal einen Pfeil. Alter Falter, gut. Jetzt haben wir es aber. So, dann sollte ich noch auswählen, bevor das wieder untergeht. So, die Teleport-Dinger können weg. Ich glaube, Heilung kann eigentlich auch weg. Feuerball kann eigentlich auch fort. Dann machen wir jetzt mal nochmal von vorne. Feuerregen ist unser Standardzauber. Ne, Quatsch, Feuersturm ist unser Standardzauber. Feuerregen ist ziemlich gut. Dann als nächstes, was ich noch standardmäßig drin habe sollte, wäre Untote vernichten. Muss auf jeden Fall mit rein. Und der Rest ist optional. Gut, dann mache ich jetzt aber auch an der Stelle hier mein Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.